Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Reaction von der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel. Und mein Stuhl knatscht. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, rein in den Bombs. Ja, hallo zusammen. Es ist soweit. Das Servus. letzte Heimspiel steht an. Morgen Abend 18:30 Uhr in der Allianz Arena gegen RB Leipzig. Willkommen hier alle, willkommen überall. Servus, volles Haus heute und willkommen natürlich Thomas Tuchel, der jetzt gleich Rede und Antwort steht. Bitte schön, wer möchte beginnen? Marc Gabel für RTL, dann das Mikrofon gleich hinbringen, bitte. Bring hin, no. Grüß Gott, Herr Tuchel. Jetzt würde man ja meinen, dass gerade der FC Bayern extrem routiniert ist, wenn es um Meisterschaftsendspurt geht. Ich meine, bei 10 Meisterschaften in Folge ist es ja kein Wunder, aber so knapp war es schon lange nicht mehr. Man war mal im März Meister, einige Male im April. Ich glaube, das letzte Mal unter Niko Kovac war es so knapp. Wie ist Ihr Eindruck? Wie geht die Mannschaft damit um? Extrem routiniert oder stellen Sie auch eine gewisse Nervosität fest? Nee, weil ich finde, dass keine Routine ist. Normalerweise war die Meisterschaft jetzt in Serie früher entschieden. Deshalb ist es für uns keine Routine. Es schaut nach Routine aus, wenn man auf die Anzahl der Titel schaut, aber die Tabellensituation ist keine Routine. Wenn es Routine wäre, hätten wir nicht nur einen Punkt Vorsprung, wa? Und das beste Rezept ist, sich zu fokussieren, das zu beeinflussen, was wir beeinflussen können. Das ist unsere Leistung, unsere Einstellung, unsere Leidenschaft, aber auch unsere Stimmung, wie wir das angehen. Und brauchen wir den besten Mix, weil wir einen schweren Gegner vor der Brust haben. Und natürlich die Tabellenkonstellation so spät am Ende einer Saison auch eine besondere Situation ist. Und wollen es schaffen, das dann auch umzumünzen. Eine gute Leistung haben wir zuletzt geschafft, einen verdienten Sieg, weil für uns zählt natürlich nur der Sieg morgen. Dankeschön. Dann erste Reihe Julian Wolf für die Welt. Ja, hallo Herr Tuchel. Sebastian Kehl hat nach dem letzten Spieltag gesagt, er sei mal gespannt, wie offensiv die Bayern gegen Leipzig spielen, weil das Umschaltspiel der Leipziger dann doch ein bisschen noch stärker ist als das der Schalker. Wie offensiv? Ja, wir werden wahrscheinlich mit 2 Sechsern spielen, nicht nur mit einem. Werden Sie spielen? Wie ist die Marschroute gegen diesen Gegner? Ansonsten spielen wir unter Tuchel schon viel, viel defensiver wie unter Nagelsmann. Also zumindest was die Viererkette anbelangt. Wir rücken ja jetzt nicht bis 10 Meter in die gegnerische Hälfte vor mit der Viererkette. Also da sind wir ja schon ein bisschen safer, ne? Muss man ganz klar so sagen. Ja, wir kennen die Stärken von Leipzig und die sind natürlich bekannt. Der Stil von Leipzig ist klar. Es gibt 4 Umschaltspieler in der Regel. Mit 2 Stürmern und 2 sehr engen Zehnern. Es gibt immer ein diagonales Umschaltspiel in der Regel. So deshalb ist es extrem wichtig, wenn wir das Spiel kontrollieren wollen, aufzupassen und die Konter zu verhindern. Wichtig wird halt sein, dass wir endlich mal einen Sechser auch auf der Sechserposition haben. Defensiv betrachtet, ja. Also wenn wir gegen Leipzig so eine Löcher in der Mitte haben wie gegen Schalke, dann Halleluja. Also Kimmich muss sich mal ein bisschen auf seine Position fokussieren und mal weniger irgendwie vorne rumrennen und mal ein bisschen, ja, einfach mal ein bisschen defensiver denken wie sonst. Aber das sollte auch normal sein, wenn man gegen Leipzig spielt. Ja, das ist halt einfach was anderes wie gegen Schalke. Bevor sie entstehen. Das heißt, wir müssen sehr diszipliniert sein im Spielaufbau. Wir müssen dann, wenn wir auch frei und aggressiv in die letzte Zone angreifen, uns bereits absichern. Das heißt, wir müssen uns absichern, während der Angriff läuft, müssen wir Fleißarbeit von hinten machen, Räume schließen, bevor Konterangriffe entstehen. Ich hoffe, der Joshua hört zu. Weil das war auf jeden Fall gerade eine Beschreibung für ihn. Das ist die Aufgabe. Und dann wollen wir auf jeden Fall schaffen, möglichst viele Spieler auch frei angreifen zu lassen, weil es natürlich auch eine Stärke von uns ist, eine Wucht zu entwickeln, einen Strafraum zu besetzen
Und den Mix müssen wir hinbekommen, müssen wir sehr diszipliniert hinbekommen, weil ansonsten die Qualität zu hoch ist, wenn wir zu viele Räume anbieten und den Gegner drehen lassen. ist vollkommen Oder zu richtig, viele ja. unverschuldete Ballverluste haben in gefährlichen Zonen. So, deshalb ist es schon anspruchsvoll. Stefan Kumberger für Pro7 Sat.1. Grüß Sie. Wenn Sie jetzt Meister werden sollten, egal ob an diesem Wochenende oder ein Wochenende darauf, wie sehr ist es dann schon Ihre Meisterschaft? Sind Sie dann ein echter Meister? Nein, es ist nicht seine Meisterschaft. Er ist kein Meistertrainer, weil er nur 10 Spiele betreut hat. Was ist das für ein Schwachsinn, Alter? Natürlich ist er Meistertrainer und ist es seine Meisterschaft. Wo er die Mannschaft übernommen hat, ich erinnere mich, versuche mich zu erinnern, waren wir, glaube ich, sogar einen Punkt hinter Dortmund, oder? Nach dem Leverkusen-Spiel? Oder? Ich glaube, ja. Oder waren wir noch einen Punkt vor Dortmund? Wenn wir einen Punkt dahinter waren, ja, dann gibt es eh keine Diskussion. Wa? Weil dann hat er den Punkt wieder aufgeholt. Also nein, natürlich ist das auch, natürlich hat ein Anteil der Julian, ist ja logisch, wenn jetzt zwar 2/3 der Saison Trainer. Ja, aber ich denke, gerade wenn man jetzt so die letzten Spiele sieht, sehen wir ja schon einen kleinen Aufwärtstrend. Und da hat der Tuchel natürlich seinen Anteil daran, gar keine Frage. Meistertrainer oder sagen Sie, den Titel schreibe ich mir erst auf die Visitenkarte, wenn ich 34 Spieltage absolviert habe? Ja, ein bisschen ist es vielleicht so, aber stellen Sie mir die Frage bitte nochmal, wenn es soweit ist, und dann finde ich auch eine passende Antwort dazu. Nebendran gleich Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Ich habe eine ähnliche Frage. Sie sind ja noch nie Deutscher Meister geworden. Wäre das für Sie jetzt etwas unschön, wenn das auf der Couch passiert, oder könnten Sie auch damit leben, falls es am Sonntag so sein Ich habe sollte? hier überhaupt kein Problem damit. Überhaupt gar völlig kein wurscht. Problem damit. Wie das passiert, Hauptsache es Völlig passiert. wurscht, Alter. Geht's gleich weiter. Reihe 1, Manuel Bunke für Merkur und TZ. Aber da merkst du halt, wie ehrlich das auch ist, ne? Von Thomas. Da hat man schon gemerkt. Der Tuchel ist ja für Sie auch gerade ein bisschen spannend einerseits voller Fokus auf die Meisterschaft, andererseits man tüftelt ja auch schon so ein bisschen an der Mannschaft für die nächste Saison, an den Kader. Wie sehen eigentlich Ihre Planungen mit Lucas Hernandez aus? Er ist ja auf dem Weg der Besserung augenscheinlich, aber den Spieler haben Sie jetzt ja noch nie so richtig in voller Aktion gesehen. Nein. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass PSG, der Ex-Club, interessiert sein soll. Ja, wie sind Ihre Planungen mit Lucas? Ich kann es nicht erwarten, dass er auf dem Platz ist. Es ist jeden Tag sehr beeindruckend, wie professionell er es macht. Okay, jetzt kann man sagen, das erwarten wir auch. Das ist auch zum Teil so, aber gehört ein bisschen mehr dazu. Er ist nicht nur da, sondern wie er da ist. Also der hat immer ein Lachen, immer ein Lachen im Gesicht, ist immer positiv. Du spürst einfach, wenn er in den Raum kommt, seine Persönlichkeit, steckt andere mit an, obwohl er selber jetzt wirklich viele Monate da in einer echt bescheidenen Situation selber verharrt. Und das macht sehr besonders. Also für mich ganz klarer Führungsspieler, und ich kann es nicht erwarten, bis er da ist, bis er fit ist und bis wir gemeinsam loslegen können. Letzte Reihe Klaus Bergmann für die dpa. Hört sich wieder gut an. Hoffen wir, dass Luki mal in der kommenden Saison mal ein bisschen vom Verletzungspech verschont bleibt. Dann sehe ich ihn schon in der Innenverteidigung mit Matthias. Also ich denke, da sind wir dann schon. Plus eventuell ein Pavard oder ein Upa in der Hinterhand. Oder vielleicht sogar eine Dreierkette, wer weiß. Sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt. Herr Tuchel, können Sie einmal was personell sagen? Von Sommer angefangen über Gnabry bis zu Choupo-Moting. Und die andere Frage, Thomas Müller hatte letzte Woche nach dem 6:0 gesagt, wir sind vielleicht schon gefestigter, als man meint. Haben Sie erleben die Mannschaft die ganze Woche im Training, haben Sie auch dieses Gespür, dass Automatismen, dass irgendwie Selbstverständlichkeiten wieder vorhanden sind? Wir können es ja auch nicht alles verlernt haben. Es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt 20 neue Spieler im Team, Alter. Das kann man nächste Saison für argumentieren, wenn da echt mal so 5, 6 ausgetauscht werden. Aber es gibt da nichts, was soll man da jetzt erzählen? Wir sind gefestigt, wir sind nicht gefestigt, also immer mal auf dem Boden. Also gibt Ihnen das so ein Gefühl, ja, das kommt jetzt wieder? Ja, muss es ja auch, weil sonst müssten wir uns fragen, was wir die ganze Woche machen. Also das ist schon auch der Anspruch, den wir an uns selber haben, und wir haben leider ein bisschen zu viel Trainingszeit gerade, weil wir natürlich lieber in ein paar Wettbewerben mehr noch wären, aber das merkt man uns auf jeden Fall an. Man merkt es im Training, man hat es jetzt in den letzten Spielen gemerkt, und ja, so wie ich gesagt habe, ist auch wirklich unser Anspruch, dass wir da der Mannschaft helfen und dass dann Verständnis dafür dann auch entsteht, und
Und dass wir einfach Spiele verdient gewinnen, dass auch, um es auf die allerkleinsten Nenner runterzubrechen, dass wir Tore erzielen, dass wir uns Torchancen rausspielen und dass wir so gut wie möglich Torchancen verhindern. Und das gelingt uns immer besser. Man merkt es auch im Training. Es gibt einen immer einheitlicheren Spielrhythmus und die Trainingszeit hilft uns gerade, auch wenn wir sie uns nicht gewünscht haben. Zur Personalsituation ist es so, dass klar Lukas und Manu fehlen, Fonsi fehlt, auch klar, und Chupo schafft es auch nicht für morgen. Alle anderen sind zurück im Training gewesen und komplett einsatzbereit. Ganz hinten Carrie Howe für Sport 1. Hallo Herr Tuchel, vor ein Ich habe gesagt, der Chupo unterm Tuchel wird das eh nichts mehr. paar Wochen haben Sie gesagt, ich liebe Joao Cancelo. Ist er vielleicht einmal auf Sie zugekommen, hat gesagt, ich liebe Thomas Tuchel und kann mir vielleicht auch vorstellen, dann in der nächsten Saison unter Ihnen auch zu trainieren, beziehungsweise hat er auch mal signalisiert, ich möchte beim FC Bayern bleiben, über diese Leihe hinaus? Das Gespräch hatten wir noch gar nicht. Ich habe den Eindruck, dass er sich sehr wohl fühlt, aber da gehören dann natürlich am Ende und wirklich am Ende der Situation in so einem Leihgeschäft dann alle Parteien dazu. Das ist noch nicht entschieden und noch nicht besprochen, unabhängig davon, dass ich ihn wirklich liebe, weil seine Qualitäten und so seine Lust auf Training, das ist einzigartig. Ich finde ja, dass er natürlich auch Luft hat, so auch wirklich noch ein Bestandteil der Mannschaft zu werden und so seine Fähigkeiten voll ins Team einzubringen. Da gibt es noch ein bisschen so manchmal Abstimmungsschwierigkeiten, den gleichen Rhythmus zu spielen, die gleiche Spielidee zu spielen, aber von seinem Herz, von seiner Lust und seinem Potenzial ist das natürlich absolut top. Wir verlangen das natürlich dann auch über 90 Minuten vom Konzentrationslevel und dass er sich an unseren Rhythmus, an unseren Stil anpasst, aber ich habe das Gefühl, dass er da richtig Bock drauf hat und auch zu 100% committed ist im Moment. Alles andere besprechen wir nach der Saison. Florian Plettenberg. Naja, machen wir uns nichts vor, für 70 Mille Kaufoption sehe ich persönlich nicht und ich glaube auch nicht, dass der Verein das sieht. Für Sky. Hallo Herr Tuchel. Hallo. Wie bewerten Sie die aktuelle Form? Obwohl er natürlich stark ist in letzter Zeit, muss man natürlich sagen. Ne? Also, er hat schon die Qualität, also keine Frage. Von Leon Goretzka, und wie waren Sie mit der Hybrid-Variante gegen Schalke zufrieden mit Kimmich, Musiala und Müller? Das war ja sehr offensiv ausgerichtet. Ja. Welche Chancen hat Goretzka auf die Startelf morgen? Keine. Leon hat immer Chancen zu spielen. Leon hat jetzt auch sehr gut trainiert. Wir haben uns tatsächlich für eine offensive Variante entschieden. Er war, glaube ich, in Bremen gelb gesperrt. Da hat es Ryan sehr gut gemacht. Und hätte es verdient, auch drin zu bleiben. Das haben wir auch so kommuniziert mit Ryan gegen Schalke. Wir haben uns dann für Thomas Müller entschieden, aufgrund der vielen Nachfragen. Nee, aber aufgrund, nur deswegen, weil wir einfach einen Tick offensiver noch sein wollten und Thomas noch mehr im Strafraum natürlicherweise auftaucht als Ryan. Ich glaube, um es mal anders zu beantworten, ja, es gibt jetzt eigentlich von der Leistung und von der Leistung und vom Spielergebnis keinen Grund zu wechseln. Das war abzusehen, ne? Aber wie gesagt, es kann halt sein, dass wir mit 2 Sechsern spielen. Bin gespannt. Trotzdem gibt es auch immer wieder einen Grund zu wechseln, weil jedes Spiel anders ist. Ist die allerletzte Entscheidung noch nicht gefallen, aber was gut ist die Art und Weise, wie Leon gerade trainiert und es wird immer Härtefälle geben. Ryan trainiert auf einem sehr hohen Niveau, Leon auch. Und das hört sich ja so an, als wenn wir mit 2 Sechsern spielen, eher mit dem Gravenberg spielen würden. Was ich persönlich auch eher erstmal fühlen würde. Und waren beide jetzt nicht drin zuletzt. Da müssen wir eine taktische Entscheidung treffen und eine personelle Entscheidung, die werden wir heute nicht verraten. Naja, wenn er so schon redet, dann wird es wahrscheinlich eher Goretzka werden, weil ist ja Bro vom Kimmich und... Aber wer weiß. Bin gespannt. Ich meine, er hat einen Gravenberg auch vor Goretzka eingewechselt, wenn er nur ein paar Minuten im letzten Spiel. Ja, schauen wir mal. Dann hier vorne rechts. Leel Monocki, von Ungarn. Ja, bitte, in Englisch. Hi Thomas. Hi. I come from far Hallo away. Thomas, ich komme von weiter weg und habe 2
fragen, wenn es möglich ist. Wie weit weg? Aus Ungarn. Meine erste Frage. Sie sind jetzt 2 Monate knapp hier. Was war das größte Problem, als Sie herkamen, und was ist besser geworden dank Ihrer Arbeit? Das müssen Sie beurteilen. Ich möchte mich nicht selbst beurteilen, gerade was besser geworden ist. Aber ich muss Ihnen sagen, dass es kein großes Problem gab. Ich habe da kein großes Problem vorgefunden. Ich habe eine Mannschaft gefunden, die gerne lernt, die gerne trainiert, mit der es leicht ist, die Führung zu übernehmen, denn es geht ihnen um Fußball. Sie wissen, dass es in diesem Verein um Fußball geht, und jeder ist bereit, sein Ego zur Seite zu stellen und alles für die Gruppe zu geben. Ich habe einen sehr gut strukturierten Verein gefunden mit den einzelnen Abteilungen, die mit sehr guten Menschen, mit sehr eingestellten Menschen besetzt ist. Manchmal wirkt es nach außen ein bisschen lärmend und laut, aber hier drin ist eine gute Atmosphäre. Und natürlich war nicht alles perfekt. So bekommen wir ja unsere Jobs. So habe ich diesen Job hier bekommen. Und wir haben versucht, unser Bestes zu geben und andere dann beurteilen zu lassen, was besser oder schlechter geworden ist. Eine Lobeshymne auf unseren Verein. Vielen lieben Dank. Eine zweite Frage. In Ungarn ist der talentierteste Spieler Dominik Szoboszlai, der bei Leipzig spielt. Ja, das weiß ich. Ich würde gerne wissen, wie Sie ihn sehen. Werden Sie ihm besondere Aufmerksamkeit zuteil werden lassen? Ja, er bekommt unsere besondere Aufmerksamkeit. Ich erwarte ihn in der Startelf, und er ist einer dieser halben Zehner hinter den 2 Stürmern. Er spielt sehr flüssig. Beide Positionen sind sehr flüssige Positionen. Mal spielen sie innen, mal außen, mal im Halbraum. Seine technischen Fähigkeiten sind sehr hoch. Und auf der anderen Seite ist es nicht anders bei Dani Olmo. Sie können dribbeln, passen. Er hat eine sehr gute Dynamik in seinem Spiel. Er kommt in den 16er und ist ein sehr guter Spieler für Torvorlagen und um gefährliche Szenen zu kreieren. Wir müssen auf ihn aufpassen. Wir müssen auf alle 4 Stürmer besonders aufpassen. Das ist der Schlüssel für morgen. Der International Mathieu Conot von Canal Plus is here. Wow. Can you ask here? In French, okay? It's okay, Entschuldigung, ich kann nicht Deutsch sprechen. So it's in French. Sorry. Qu'est-ce que vous pensez des prestations et du niveau de Benjamin Pavard? Er sagt, er kann auch in Deutsch sprechen, spricht er in Französisch. Il préfère jouer défenseur central, mais vous le voyez plutôt central ou latéral? Et je dois vous demander, est-ce que vous souhaitez que Benjamin sehen Sie ihn mehr in der Innenverteidigung oder in der Außenverteidigung? Tu veux que je réponde en français? Okay. Soll ich das auf Französisch beantworten? Oui, je suis très heureux d'entraîner Benjamin parce qu'il était très fort, très constant, c'est un mot? Constant, er ist absolut konstant und sehr solide, hat ein sehr hohes Niveau. In den Spielen kann er sowohl außen als auch in der Innenverteidigung spielen. Je peux comprendre parce qu'il peut jouer sans erreur, sans faute. C'est dans un niveau très très haut. Je pense que le meilleur poste est peut-être dans une défense au 3. Ich bin ein absolutes Rätsel, diese Sprache. Nie gelernt. Er kann auch in einer Dreierkette verteidigen. Mais comme je dis, il est très fort, il est très solide, il est très eine absolute Verstärkung, sehr solide, sehr variabel und gibt uns viele Möglichkeiten in der Defensive. Und deswegen sind wir sehr zufrieden mit ihm. Und ich erwarte ihn mit viel Selbstvertrauen. Denn er beeindruckt mich in jedem Spiel. Gerade dadurch, dass er in einer Dreierkette, in einer Viererkette variabel einsetzbar ist, gibt er uns viele Möglichkeiten.
es danach geht, kannst du auf ihn halt auch nicht verzichten in der kommenden Saison, ne? Ist halt so. In der Dreierkette spielt er einen super Part. Er spielt einen souveränen Innenverteidiger, müsste man halt mal ein bisschen länger sehen. Ich meine, letzten Spiel haben wir jetzt ein bisschen was gesehen. Wenn wir halt morgen sehen, Leipzig ist da mal ein anderes Kaliber, der so als Innenverteidiger dann funktioniert. Der spielt immer noch einen soliden rechten Verteidiger. Jetzt nicht so einen super offensiven, aber was Flexibilität anbelangt, kannst du auf ihn nicht verzichten, ey. Ja, ist halt einfach so. Und wir sehen ja, wenn er Bock hat, wozu er auch imstande ist, ne? Die letzten Wochen. Und das ist dann, wir werden sehen, wo er morgen eingesetzt wird. Hallo Herr Tuchel, Sie haben eben Arjen Robben begrüßt. Könnten Sie einen wie Arjen Robben im Moment ganz gut gebrauchen und was kann sich der eine oder andere Spieler vielleicht von ihm... Immer. Was kann sich ein oder andere Spieler vom Arjen annehmen? Der absolute Wille. Der absolute Wille, immer zu gewinnen, immer ein Tor zu schießen. Auch die gesunde Portion Egoismus vorm Tor und dieser Ehrgeiz einfach. Den geht gerade so ein Sané, so ein Gnabry teils doch sehr ab. Also wenn die so ein bisschen diese Einstellung hätten vom Arjen oder auch vom Franck, würden die nochmal ein anderes Level erreichen. Aber sind halt einfach andere Charaktere, ne? Also kein Vorwurf irgendwie, aber das wäre, was dem einen oder anderen gut tun würde. Ihm abschauen. Ich habe es versucht, ihn zu überzeugen für morgen. Er war nicht das Problem, die DFL ist das Problem. Er ist nicht angemeldet. Da werden wir mit Kathleen Krüger noch ein ernstes Wort reden, wieso dann nicht irgendwie ein Schlupfloch noch existiert. Ja klar, das ist natürlich das allerhöchste Niveau. Es ist schön, dass er hier ist. Alleine die Aura und die Persönlichkeit, die Klarheit und die mentale Stärke, was da dazugehört, auf dem Niveau konstant, das abzuliefern. Das ist halt der Unterschied, wie ich auch schon in den anderen Videos gesagt habe, diese Konstanz, die einfach einen Robben und einen Ribéry hatten. Ja? Selbst wenn sie einen schlechten Tag hatten, haben sie immer noch eine gute Konstanz gehabt. Ja? Das war immer noch eine ordentliche Leistung. Wenn Sané oder Gnabry einen schlechten Tag hat, sind die halt wie, als würden wir mit einem Mann weniger spielen. Ja? Klar, die haben auch das Potenzial, an diese Leistung zu kommen, an die auch Ribéry war, aber ja, das Konstante bei den beiden ist eher so mittel. No, das ist der große Unterschied. Dann haben sie immer mal Peaks nach oben und auch Peaks nach unten. Und das war so bei Ribéry halt nicht so. Die haben hier eine Konstanz gehabt, eine hohe Konstanz und nicht so eine mittlere Konstanz und haben dann natürlich auch einen Peak nach unten und nach oben gehabt. Ja, das ist der große Unterschied. Von der Hunger, die Bescheidenheit dann als Person so hier in der Gruppe da sofort zu sein, das ist einfach sehr beeindruckend. Deshalb ist er mehr als willkommen. Wir hoffen, er besucht uns immer wieder. Jeder Sportler, jeder Fußballer kann sich eine Scheibe von Arjen Robben abschneiden. Das ist ganz klar. Florian Plettenberg nochmal, ja. Herr Tuchel, eine Transferfrage wie immer. Da wir alle sauber recherchieren, wissen wir ja, Sie suchen so eine Sechserkante aus der Premier League. Warum? Halten Sie es für nötig, dass dieser Kader so einen richtigen Abräumer braucht? Danke. Ja, nice try, guter Versuch. Aber wir werden die Kaderplanung nicht öffentlich machen. Auch nicht die Wünsche und die vermeintlichen Wünsche des Trainers nach, wie haben Sie es genannt, einer Kante. Nein, einer Sechserkante. Auch die werden wir nicht öffentlich machen. Ich muss Sie enttäuschen. Links außen nochmal bitte, Stefan Kumberger. Herr Tuchel, Real Madrid ist deutlich ausgeschieden. Ja. Heilt das so ein bisschen Ihre Champions-League-Wunde, dass Sie vielleicht auch besser einschätzen können, wie die bayerische Leistung gegen Manchester City einzuschätzen ist? Ich hatte das Gefühl, ich kann es ganz gut einschätzen. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht als Bestätigung, aber es war eine Bestätigung für mich, dass das, was wir abgeliefert haben, dass wir auf einem sehr hohen Niveau mit City gekämpft haben, dass es deutlich knapper war, als es am Ende die Anzeigentafel war. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht der einsame Rufer im Wald war, aber wir haben uns getraut, das so zu analysieren, auch mit der Mannschaft. Nach wie vor glaube ich, dass wir sie zweimal am Haken hatten und auch in wichtigen Bereichen dieses Spiels auch Statistiken für uns entschieden haben, sei es in Sprints im Spiel, im Ballbesitz, plus Sprints und intensiv. Ja, und trotzdem bist du ausgeschieden, sagen wir klanglos. Punkt. Also,
muss man dann auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, womit wollen wir jetzt wieder argumentieren? Wir haben kein Spielglück gehabt, wir haben kein Tor geschossen. Punkt. Tiefe Läufe, was nicht viele Mannschaften schaffen. Deshalb gab es viele Dinge, die einfach auf einem sehr hohen Niveau waren, auch wenn das Ergebnis natürlich eine bittere Sprache gesprochen hat. Das jetzt war auf jeden Fall eine Demonstration ihrer Stärke, ihrer Klarheit. So, das ist einfach eine Kombination aus einem absolut fehlerfreien Spiel bis fast an den gegnerischen 16er. Die Besonderheit ist eigentlich, dass fast niemand was Besonderes macht. Die Klarheit im Spiel, die Einfachheit, die Klarheit macht es so schwer und so besonders und so erdrückend dann auch in dem Halbfinale und so einseitig. Klar, ist es die Benchmark, haben wir vorher gewusst, aber nochmal, ich finde, dass wir auf einem sehr hohen Niveau gegen sie gespielt haben und dass City das auch so empfunden hat. Und wir brauchen uns nicht schämen, dass wir ausgeschieden sind. Wir hätten es trotzdem gerne anders gehabt. Aber ist so, kommen wieder. Das auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank. Auf ein gutes Spiel morgen in der Arena. Servus. Bis morgen. Ja. Servus, Lä. Ja, viele Infos haben wir jetzt nicht gekriegt. Eher so ein bisschen allgemeines Zeug. Ich denke, Aufstellung, ja, konnte man ein bisschen raushören, wird wahrscheinlich ähnlich aussehen wie im letzten Spiel, was nicht viele Gründe gibt, was zu ändern. Die spannende Frage wird sein, wird ein Musiala oder ein Müller geopfert für einen Grafenberg oder einen Goretzka? Das ist so die einzig offene Frage, die ich gerade sehe. Ich würde mich schon dafür entscheiden, mit einem zweiten 6er, 8er zu spielen, der auch ein bisschen defensiver denkt als Musiala oder Müller. Aber da gucken wir gleich mal im Taktikfuchs drauf und in diesem Sinne. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund und freuen wir uns hoffentlich auf ein interessantes Spiel morgen. Tschüssi.